Alle zusammen. Ich tue als mein Kopf in einen Sturzhelm drücken und schnall mir 2 Airbags auf den Rücken. Um den Bauch trage ich ein Küssi und für die Beine hole ich Schienbein schon auf einem Eishockey-Goalie, damit ich unbeschadet, das finde ich schwer dran, den Bahnhofsplatz überqueren. Kaum erklärt das dumme blonde Kamel. Jerusalem zur Hauptstadt von Israel. Gehen die einen wieder auf die anderen los. Aber glaubst du, auch da war der Teufel los? Wenn Pecoraro das geistige Gräben liest in zur Hauptstadt von Basel. Und sie werden euch nicht Parüla besammeln. Aber die Coco-Ärgere brauchen die Sonne und Schein. Und der Gürtel Welt bei Motucci. Lieber haben wir einen Trainer, den man nicht versteht, als ein Präsident, der die Leute abschlägt. Laut dem Sissacherfahrer sollten wir ins Miesen. Für jedes gemetzgete Tierli mit der Peitsche biessen. Drum lass ich mir jetzt, wenn ich Gottfried stutz, ein Mehlwurm-Fleischbällchen verputz. Für jeden Mehlwurm mit der Fingerspitze ein Gummibändeli ans Handgelenk finden. Ist es gigantisch hoch und doch grusig wie ein unputztes Nasenloch. Ist es 3-mal teurer als wie besprochen, obwohl auch die mit Wasser kochen, dann ist es der Kasti drauf verloren. Ein Projekt von Herzog und Jedes Mal, wenn ich gemütlich im Abfall lieg, hackt wie die blöde Katze im Knick. Danach werde ich von deren, das ist ganz verschissen, durchgekatscht, verkabelt und umgeschmissen. Mir langt's Fang, jetzt gang ich auch und meld das auf Hashtag mich auch. Wir haben als Weltkultur ganz kultiviert. Aus einem Schleichwägli eine Fasnachtsgasse kreiert. Jetzt brüllen sie in Zürich, leicht beleidigt und sauer. Um einen Böck rennen sie doch auch Kultur. Musst schauen, die machen für ihr Defilé. Noch aus der Bahnhofstrasse Böckenallee. Du bist der Kim Jong-un aus dem fernen Osten.
Trump in einen Jutensack musste. Hängst denn den Sack am Seil auf und schreibst ganz gross Pinata drauf. Noch kannst du drauf rumhauen, wie du willst. Es trifft jedes Mal den richtigen Knopf. Wie kleine Nichte Hannelore hat im Tischtennis spielen mit den Ohren. Ganz unverfroren, schon seit Jahren, weltweit noch nie ein Match verloren. Drum will sie jetzt mit allen Mitteln auch so einen Ehrendoktor-Titel.